Grüß euch, schönen guten Abend. Kleine gebacken. Ja, Frage von Nick. Habt ihr was vorbereitet? Nein. Nicht? Jetzt nicht falsch verstehe, aber Vorbereitung ist doch für so einen Abend A und O. Ja, ich komme so aus der Partyband-Szene und da ist man früher richtig verwöhnt gewesen. Ja, fast so wie in der Schlagerfrosch. Ja, da hat man zumindest mal früher so Schuldeln gehabt, wo was draufgestanden ist, so hey, ich will ein Kind von dir! Ja, und es sind so überzählige Dessous da auf die Bühne geflogen gekommen. Aussehen braucht jetzt nichts. Ja, das ist mir schon beim letzten Auftritt passiert. Ja, da ist dann bei der Zugabe ist auf die Bühne geflogen gekommen. Und sowas grenzt doch durch schon sexuelle Belästigung nach dem Motto, ja. Aber was ich euch eigentlich auch erzählen wollte, ich bin ja aus Rosenheim, bin da auch mit dem Auto hergekommen und natürlich im Stau gestanden. Neben mir so ein aufgeblasener Geschwulschädel, man hätte fast meinen können, er gehört zu den anonymen Choleriker. Ja, anstatt dass er rechts rüberfährt und eine Rettungsgassenfrei hält, schimpft er wie ein Rohrspatz. Bei solchen Leuten denke ich mir manchmal, wieso kompliziert reden, wenn mit dem Mittelfinger alles gesagt ist. Ja, nein, man kann sich schon manchmal aufregen beim Autofahren. Und ich rede jetzt nicht von den Sonntagsfahrern mit Hut, Wackeldackel und Kegel der Klorin. Ja, sowas gibt es noch. Die am Sonntag durch die Landschaft cruisen mit 50 und am Ortsschüttel auf Bremsstein, weil innerorts muss man ja langsamer fahren wie außerhalb. Ja, die fahren so schnell, die werden nicht blitzt, sondern gemein. Nein, auch nicht generell von Frauen am Steuer. Ja, also heute mal ausnahmsweise keine Macho-Sprüche, obwohl es gibt schon so Grazien. Ja, wir lesen den auch. Ja, ich parke rücklings aus der Parklücken aus. Ich muss dazu sagen, ich habe so Abstandswarner. Die Anzeige war noch auf gelb. Rot heißt Abstand 20 cm. Fangt die hinter mir wie wild zum Hupen an. Ich auf Brems, die Anzeige springt gerade auf Rot. Springt die aus dem Auto, klopft an meine Scheibe und macht lautstark: Hey, spinnst du, du bist noch so viel von meinem Auto weg! Jetzt frage ich euch, wenn die meinen, so viel sind 20 cm, dann hat die doch ein ganz anderes Problem, oder? Nein. Ja, aber ich muss euch ja vorneweg gleich mal noch ein Geständnis machen. Ja, ich bin's. Ja, also man sieht es mir nicht wirklich an. Gut, ich bin ein bisschen übergewichtig, ist klar, aber nein, nur weil wir vor 4 Jahren, ja, und seitdem, ja, ich wäre sogar gemobbt deswegen. Ja, keiner will mehr mit mir fahren. Ja, ich bin's, ein Dieselfahrer. Ja, aber was machst du jetzt mit dem Diesel? Gell? Verkaufst den, der wird ja nicht einmal mehr geklaut. Ja, umbauen in eine Bio-Eigengasanlage. Ja, aber das stimmt dann so, wenn es dann fahren lässt. Ja, Elektroautos sind reichweitenmassig. Da brauchst du dann 2. Einen zum Fahren und einen zum Aufladen. Ja, und komplett umrüsten. Ich weiß nicht, warum das AdBlue heißt, wenn man Handstoffe dazuführt. Ja, Bisseln statt Diesel. Ja. Nein, also es ist einfach nicht so einfach mit dem Diesel jetzt momentan, aber ich habe mir schon ein bisschen umgeschaut und dank dieser neuen Umweltprämie und so weiter, ich glaube, ich habe da schon was im Auge. An der PS, da zieht's der ohne Stress so. 6 Zylinder da, das ist ein Traum geworden. Mit meinem alten Diesel darf ich nicht mehr überall hinfahren. Ich brauche einen neuen Kopf. Der Fahrtspaß, der ist pur, mit aller Tastatur. Hochstruktur wohl oder der Hochveränder oder
der Diesel, der muss weg, die dürfen nimmer fahren. Ich brauch einen neuen Kahn. Da bequerlich Sachs, da platzt das bei der Hax so hoch. Hinten hängst als Droh, der checkt ja, was er kann. Ja, damit darf ich endlich überall fahren. Ich kauf mir einen neuen Kahn. Ja, ich kauf mir einen Bulldog. Ja, ich kauf mir einen Bulldog. Ja, ich kauf mir einen Bulldog, weil er macht was her mit dem landwirtschaftlichen Verkehr. Du kannst jetzt gleich mitmachen schon am Anfang. Ich habe euch extra einen ganz einfachen Text mitgebracht. Müsst bloß aufpassen, es geht ein bisschen schnell los. Ja, aber der Text dafür ist sehr simpel. Achtung! Jetzt seid ihr dran. Ihr seid der Wahnsinn! Ohne Anlaufschwierigkeiten, so wie jetzt in Kundschaft. Wahnsinn! 600 Liter sind im Tank, ja, das ist auch kein Schwank. Ja, mit 60 kannst du fahren, auf der Autobahn. Über Stock und Stur fahr ich quer rein, mit meinem Schlepper, so muss das sein. In Minga fahr ich ein wenig als dieselfrei. Nach Stuttgart und Berlin fahr ich auch mit dem Bulldog hin. Ich kauf mir einen Freund und dann fahr ich um ein Land auf Land ab im Trachtengewand. Da hat es wirklich gewesen, da hab ich Feier geschissen. Ich darf Garage passieren, jetzt nimmer rein auf meine Was soll's dann, pack ich heute raus und dann auch einen vorn beim Haus. Weil ich kauf mir einen Bulldog, da kannst du jetzt hier wieder mitmachen. Ich kauf mir einen Bulldog, ich kauf mir einen Bulldog. Ich kauf mir einen Bulldog, weil der macht was her mit dem landwirtschaftlichen Verkehr. Aber wie beim Auto bin ich ja zurzeit auch am Schauen, zwingst diesen Fitnesswahn. Ich mache da auch mit. Selbstoptimierung nach dem Motto, wir straffen das. Ja, ich habe mich jetzt auch schon in so einem Fitnesstempel angemeldet. Für Aquafit, Athletic-Fit, Spec Basic, Bodyfit, Break-Kicks, Dance Moves, Dynamic, Pilates, Flexifit, Move-Strong, Power Core, Bowing, Bootcamp, Simple Power Step, Gymnastik, Sugar Flow, Pumba, Zumba, Rumba, Dance Floor, Power, Mix. Ja, man sieht es mir nicht an, aber ich bin schon seit einem halben Jahr dabei. Gut, ich bin noch nicht hingegangen, aber wenn. Wahnsinn. Ja, und ich habe jetzt auch so ein Vivo iWatch Clock Fit Aktiv Sports Uhr gekauft. Ja, die ist der Wahnsinn. Was die alles kann. Irrsinn. Ja, früher habe ich einen Bewegungsmeter gehabt. Ja, jetzt zeichnet die mir alle Schritte auf, die ich gegangen bin. Ja, samt GPS-Daten. Ja, Couch, Kühlschrank, Bett, Kühlschrank, Couch, Kühlschrank. Das ist ein Wahnsinn, das Teil. Ja, die kann einfach alles so von Walking bis Jogging bis Radlfahren, bis Purzelbaum schlagen. Ja, zeichnet alles auf. Ja, gestern habe ich es zum ersten Mal ausprobiert. Bloß, ich bin jetzt in einem Alter, da sagt er am nächsten Tag, dein Körper flüstert dir ganz leise zu, mach das bloß nie wieder. Gut, dabei bin ich ja eigentlich bloß um einen Block gelaufen. Ja, ich habe so mit einem DIN A4 Block angefangen. Nein, und wenn ich joggen gehe, ja, da kommen direkt 2 Werbevideos dran. Ja, die ersten 50 Meter für einen renommierten Sportartikelhersteller, den Rest
für ein neues Asthma-Spray. Ja, nein, aber es ist ja so, dass ja die Ernährung, da gibt es Studien, viel wichtiger ist wie der Sport. Ja, eine Flasche Wein, laut der Studie, ist so effektiv wie eine Stunde Sport. Ja? Und 37 Bier decken einen Tagesbedarf an Vitamin C. Habt ihr nicht gewusst, oder? Ja? Nein, Ernährung, das muss man halt erst lernen. Das hat es ja früher gar nicht gegeben. Da ist gegessen worden, was auf den Tisch kommt, und wenn man nicht zusammengegessen hat, hat es am nächsten Tag gekränkt. Ja? Außerdem, meine Damen, das da ist ja auch kein Fett. Ja? Reinste erotische Schwungmasse. Ja? Nein, aber du weißt ja heutzutage eh nicht mehr, was du essen sollst. Low Carb, Free Carb, kein Eiweiß, viel Fleisch, gar kein Fleisch, nur groß. Da gibt es in alle Richtungen hunderte von Studien. Ja, von der Steinzeit bis zur Schokoladendiät. Ja, letztens habe ich eine Bierdiät gemacht. Ja, zu jeder Mahlzeit 5 halbe und du hast noch nicht einmal was gegessen. Ja? Nein, aber mittlerweile gibt es ja Gott sei Dank so für alles Ernährungsberater und Sommeliers. Ja, habe ich mir letztes Mal auch gedacht, so im Supermarkt war ja so ein Teesommelier gerade recht. Ja, bin ich vor dem Regal gestanden, Winterzauber, innere Ruhe, schlank und fit, heiße Liebe, Schlafgut Tee. Ja, ich habe mir dann doch einen Hopfentee vom Augustiner mitgenommen. Und neulich waren wir bei so einem Whisky-Sommelier, bei einem Whisky-Tasting. Ja, das ist Wahnsinn. Also da hast du so 6, 7 Whiskys vor dir. Ja, und dann so. Und dann verzeiht dir der. Und dieser Whisky hat eine torfige Note, einen Hauch von Seitan und ist keksig knusprig im Abgang. Mit einer Spur von verbrannter Orange. Habe ich alle durchprobiert, dann habe ich es auch geschmeckt. Ja, und der hat extra studiert dafür. Es gibt jetzt zur Zeit wirklich schon fast für alles so Sommelier. Ja, statt der Bäckereifachverkäuferin gibt es jetzt ein Brot- und Brötchen-Sommelier. Ja, aber ob das immer so einen Sinn macht, ich weiß nicht. Es gibt einen Wassersommelier, ein Bier- und Tee-Sommelier, ein Brot- und Käse-Sommelier, jetzt noch ein Fleisch-Sommelier. Doch sowas macht bei mir manchmal keinen Sinn. Nein, ich will zu meiner Fleischerei, Fachverkäuferin. Ich will was von der groben Fetten, ja, oder was von der netten. Ja, von der mit die braunen Augen. Ja, der kann man alles glauben. Ja, wenn's mich immer fragt, bei jeder Wiegerei. Darf den ein bisschen mehr sein. Im Leberkastel ist kein Leber. Ein anderer Zau, das ist ein Eber. Würst sind Vitamin C-Geber. Ja, das weiß nicht wirklich jeder. Dabei sowas macht bei mir manchmal keinen Sinn. Nein, ich will zu meiner Fleischerei, Fachverkäuferin. Ich will was von der groben Fetten, ja, oder was von der netten. Ja, von der mit die brauneren Augen. Ja, der kann man alles glauben. Ja, wenn's mich immer fragt, bei jeder Wiegerei. Darf den ein bisschen mehr sein. Wenn's mich immer fragt, bei jeder Wiegerei.
darf denen ein bisschen mehr sein. Danke. Nein, man kann sich schon mal so verschauen bei dem Angebot in so Metzgereien. Ja, letztens war ich auch so in der Fleischboutique meines Vertrauens. Ja, war so wirklich super heiße Schnecke, so eine zierliche Fleischerei, Fachverkäuferin. Habe ich gesagt, ich hätte gern was von der groben Fetten. Hat sie gesagt, das geht nicht. Sag ich, warum? Ja, die hat halt Urlaub. Ja, nein, es ist einfach, heutzutage ist das mit dem Obankeln, es ist einfach schwierig. Ja. Hallo? Soll ich schon anfangen? Ja? Da in die Kamera. Ja, gut. Hallo, grüß Gott. Ich suche halt eine Frau oder so. Ja. Was? Zuerst Namen. Also, ja, ich suche halt eine Burgel, eine Genoveva oder eine Crescentia. Was? Was? Zuerst meinen Namen. Also, ja, ich bin der Sepp. Ich bin der Sepp Hinterfurzmeier. Hofname beim Gickel. Was? Wie sie aussehen soll? Ja, Sicht und Größe ist mir fast egal. Ja, ich stehe eher auf die inneren Werte. Was so im Stall so alles hat. Ja, was Hobbys? Hobbys darf sie gern haben. Ja, Hobbys darf sie gern haben, da bin ich nicht so. Ja, was ist so was? Was mich so ausmacht. Ja, ich habe blaue Augen, bin, wie man sieht, gut gebaut und habe so etwa 10.000 glückliche Hähner. Was? Erfahrungen mit den Hähnern? Nein, mit Frauen. Also, habe ich auch über den Computer, über das Netz von den Indern. Was? Das Internet halt. Deswegen hat sie dann auch eine erst mehr aus Afrika bei mir gemeldet. Die hat dann geschrieben, sie hätte so viel Geld und das darf sie mir dann gleich überweisen, wenn ich ihr das dann auf der Insel wieder weiter. Aber das war mir dann doch zu schwarz. Ja, und dann hat sie nur eine aus Russland hat sie gemeldet. Die Ivanka. Hat sie geschrieben, sie darf sich wirklich freuen, wenn sie mich, schönen Mann, wenn sie mich kennenlernen, dort auch kennen. Und dann hat sie geschrieben, ich darf von ihr alles kriegen, was ich daheim nicht kriegen dort auch. Ja, habe ich ja geschrieben, ich hätte gern so Blinis oder russisch Brot oder so Fischeier. Aber dann hat sie sich nicht mehr gekriegt bei mir. Nein, und was in echt, da war Franzi, die habe ich zwar auch im Netz, die haben mir dann so Beutel geschickt, wenn sie wissen, was ich meine. Und dann haben wir uns halt dann geschrieben, und dann haben wir uns auch getroffen, beim Berger Huber im Café. Und dann ist es gekommen, Netzoberteil, Lederrock, hochhackige Stiefel und 3 Tage Bad. Aber die letzte, die hat Alexandra geheißen. Die habe ich auch aus dem Netz gehabt, aber die hat mir jeden Wunsch von den Lippen abgelesen. Alles, was ich gesagt habe, hat die sofort. Ich habe dann bloß einen Fehler gemacht. Weil dann habe ich sie gefragt, was die Frauen denen so wünschen. Und dann hat es nicht mehr zum Reden aufgehört, die Alexa.
Und letzten Winter habe ich mir dann extra noch eine zweite Schneeschaufel gekauft. Ja, weil es da immer heißt, alle 11 Minuten hat aber auch nichts genutzt. Ja. Nein, und deswegen bin ich jetzt da. Ja. Also, wenn Sie einen suchen, so einen wie mich, ja, so intelligent, ja, ich war der Beste in der Schule, von denen, die durchgefallen sind. Ja, und so äußerst attraktiv. Ja, ja, ich habe mich als letzten gewungen. Ja, laut Wasserwaage liege ich perfekt auf der Couch. Ja, also, weil ich weiß halt, gell, Frauen wollen halt immer nur die Seite von mir. Ja, dass ich sie in Ruhe lasse. Nein, aber deswegen vertraue ich auch nicht mehr diesem Amor. Ja, weil das ist ja auch bloß so ein kleiner fetter Bub, der wo keine Ahnung vom Bogenschießen hat. Ja. Nein, deswegen ruf mich an oder melde dich bei dieser Agentur. Was? War das jetzt gut so? Ja, schön. Ja, es ist einfach nicht mehr, heutzutage wirklich nicht mehr so einfach mit dem Kennenlernen. Ja, früher, wie war's denn? Wir sind in der Disco gegangen oder in einer Bar, haben einen lockeren Anmachspruch drauf gehabt, so wie: Du bist das Beste zwischen 2 und 3 Promille, du Engel. Ja? Ja, aber heutzutage mit dieser ganzen MeToo-Sache und so. Ja, du musst ja alles vorher schriftlich fixieren, bevor du überhaupt. Ja, und dann ist nicht an die sicher. Ja. Nein, es ist einfach heutzutage nicht mehr so einfach. Ich hab mir übers Internet eine Freundin gesucht, und wie sie eine gefunden hab, bei der hab ich geflucht. Bei der einer hängt und bei der anderen ist gar nichts zum Sehen. Doch dann hab ich sie gefunden und da war's fein um mich geschehen. Und wir mir dann beieinander waren, da massier ich ihre. Da sagt sie, pass fein auf. Und da haut's mir von den Socken. Die sind so geht's jetzt auch mit singen. Ein ganz einfacher Text. Nigelnagel, 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 nein. Oder? Weil die sind Nigelnagel. Ja, die sind Nigelnagel, 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 nein, ja, die sind Nigelnagel, 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 nein, ja, die sind Nigelnagel, 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 nein. Sagt sie wohl zum Shoppen und sie braucht ein bisschen Geld. Ich gebe ihr meine Kreditkarten, ich bin ihr großer Held. Nach Stunden kommt sie wieder, ja die Karten, die seien leer. Ich sag nur, hey, das kann nicht sein, gib doch einiges her. Da macht sie auf einen Kofferraum, ich krieg einen Wahnsinnsschreck. Der ist ganz voll mit lauter Schuhen, bis rauf unter die Decke und die sind Nigelnagel, 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 die sind Nigelnagel, 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 Nigelnagel. Ja, die sind. Ja, die sind. Ja, die sind. Seit ein paar Wochen lass ich plötzlich nichts mehr von mir. Ich kann das nicht verstehen und ja, das muss ich jetzt erklären. Ich ruf sie an und frag sie, wie es denn heute Abend wäre. Sie sagt, das geht nicht, sie zieht mit den Mädels promovieren. Wir gehen in eine Kneipen und ich trau nicht, was ich sehe. Sie schmust mit einem anderen rum und wie er sie verbirgt, denn der ist nicht lange, 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 ja, der ist nicht lange. Danke. Weil eben das Problem war, mit den Frauen habe ich mir dann zum Geburtstag
selber ein Männerspielzeug kauft. Auf Leiniger Stopp, da schmeiß ich am Mund, weil ich nicht mehr länger warten kann, bis es plumpt und knattert, bis es klappt und wartet. Damit lauf ich am Gäste auf und an, und der Garten ist gleich, oh ja, dann geh ich von hinten, bin nach vorne am Eck und bloß das ganze Laub über die Hecken weg. Ich hab einen Laubbläser. Da kannst du jetzt auch noch mal mitmachen. Wenn ihr einfach so einen kleinen Chor macht, einfach so ein Echo. Wenn ich singe Laubbläser, singt ihr? Laubbläser. Wow! Laubbläser! Ihr seid der Wahnsinn. Ich hab einen Laubbläser. Ich hab einen Laubbläser. Ich hab einen Laubbläser. Ich hab einen Laubbläser. Solo! Am Samstag in der Früh, da steh ich auf und der Wahnsinn nimmt seinen Lauf, ja, und sie liegt da, wo sie nicht glauben kann. Der Nachbar steht im Garten mit einem Drum, muss der Laubbläser Unikum, und da bläst er das Laub von hinten nach vorn und über meine Hecken, ja, da krieg ich einen Zorn. Ich hab einen Laubbläser, ich hab einen Laubbläser, ich hab einen Laubbläser. Ja, den Laubbläser, und den Laubbläser. Ja, den Laubbläser. Ja, den Laubbläser. Ja, den Laubbläser, oh yeah. Danke, servus, für euch. Und noch viel Spaß.